Wir sind hier Sit von der Parfumillen an der Gemeinde Wünscher. Parfumillen, da könnt ihr eine neue Etappe. Ich bin hier mit dem Pater Siveneller unterwegs. Den Pater Siveneller könnt euch vielleicht ein bisschen über die Parfumillen früher hockt und in Zukunft erzählen. Wir haben das hier in unserem Clever Kanton, in unserer Zeitschrift, Parfumillen Titelbild. Und ich meine, das ist eine gute Gelegenheit, für ein bisschen über die Sitte zu schwätzen. Ja, Parfumillen, die besteht ja schon ziemlich lang. Das ist das alte Gebäude bei der Bund. Die wird hier umgekehrt, eben weil damals Millen einem geistlichen Vernunft gehört hat. 1903 haben die Deutschpaterin von der Kongregation von der Jesupriester den Sit gekauft. Den wird damals dem Bürgermeister von Kleef gehört, Herr Prüm. Und da ist uns an der Alte Mille gehaust, oder an der Ferm, die dabei war, viel mehr. Und 1905 als Kloster gebaut. Und die deutschen Pater, die waren hier, die haben das gebaut als Noviziat für die deutschen Brüder, also die Ausbildung von den zukünftigen Brüdern. Da das gang bis am Anfang vom Krieg, und das Kloster beschlagnahmt gehen, Pater sie fortgedreven gehen. Und dann ist es offiziell als Altersheim für die Juden von Lützeburg durchgestaltet. In Wirklichkeit war es leider Gottes einfach nur eine Sammellehre für die Juden von Lützeburg zusammenzuholen und dann an die einzelnen Konzentrationslagern zu feiern. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, für was der Staat das Sit gekauft hat. Das soll ein Lieu de Mémoire gehen. Ein Lieu de Mémoire vor allem für das sind die Jugendlichen aus der Lycée rundherum, dass sie die auf der Platz Lebensgeschichte können lernen. Und das Memoir von den Gräueltaten, die damals passiert sind, dass nicht mehr so etwas soll vorkommen. Christian als Freios an Osternummer asrem gut gefüllt, mit einer Reihe Artikeln, Interviewen, Porträts an Gedichter. Kannst du uns vielleicht die Relevanztexte vorstellen? Ja, wie immer ist es gut gefüllt. Das ist eine kulturelle Zeitschrift für allem. Dafür sind als Beiträge natürlich meistens kultureller Art. Zum Beispiel haben wir wie immer das Programm vom Küb dran. Wir auch den Skulpturenweg im Dreiländereck, ganz interessant. Der Golf Erklärev wird vorgestellt. Und was das hier zum uns auffällt, ist, wir haben Porträts von Legenden aus der Meislik, die hier Spuren, und vielleicht sogar auf der ganzen Welt haben. Was zum Beispiel den René Merz, also Gründungspräsident. Der René Merz, ja, Schulmeister, Schulinspektor, Genau. und Aquarellist, nicht zu vergessen. Genau, also Kollege Kai Peng hat ein bisschen aus seinen Archiven gewollt. Und ganz interessant, Bilder, Fotos und noch Zitate herumgefunden. Als Anlass von dem 100-jährigen, weil der René hat heute das Jahr 100 Jahre gekriegt. Den zweiten ist auch René, ein gebürtigen Elfenter. Der Alain Rousseau möchte ein Interview mit dem René Kloster. Ah ja, der Rescue. Selber, genau, als ein echter eislicher Klatzkopf bezeichnet. Im positiven Sinn natürlich. Weil ich meine, ohne den René Kloster gibt es letztes Mal Rescue nicht gern. Und da gibt es einen wesentlichen Teil vom nationalen, ja sogar internationalen Rettungswesen fehlen. Das ist sicher eine beurchtliche Leistung, die Sie hier erbracht haben, am Dienst vom Land. Genau. Den dritten, also okay René, aber Kamil, als ein Sportreporter, wenn ich mal so auf zu nennen, den Harry Breslau,
hat de flotte Porträt geschriwen iwwer de Kamil Dimmer. Gebürtige Klärwer, Fußballspieler, bekannt, mehrere. Als Deputéiert 10 Jahre lang sitzen in der Chamber an war ein engagierter Naturschützer. Da das vor. An die Feierten, da das den Abt Vinandi in Abt Verklärew, der Bodo Bost, porträtiert, den man den zu Klärew, aber sogar auch international sagen, für an allem Reliefsspuren an der Lust hat. D'accord. Voilà, da das, wie gesagt, den Hauptpunkt von dieser Nummer. Und ich will aber nicht vergessen, allen Autoren einfach vielmals Merci zu sagen. Wundert mich immer, dass man so viele Texte zusammen kriegen, muss man müssen noch Handregeln und schreiben. Und ja, dann ist für Varietät gesucht. Genau, das fehlt für Eget dabei. André, du hast 2 Artikel geschrieben für eine Zeitschrift. Was geht es da eigentlich? Ja, 2 Texte, das kann ja den ist historisch, da geht es den 30-jährigen Krieg hier zu Lützeburg, und den anderen geht den Pomschis-Musee zu Volz. Der 30-jährige Krieg, da wollte ich just darauf aufmerksam machen, dass für rund 400 Jahre aus der Krieg ausgebracht und aus dem so auf Lützeburg kommen, nur als Population tyrannisiert. Die Leute sind martyrisiert, gehen auf den Dörfern und kleinen Städter wie die Kriegierchen und so weiter. An dem muss als Vielfahren wirklich müssen viel leiden. Für den 2 Weltkriege, die meisten an den Zweiten, war der 30-jährige Krieg lang die Referenz vom grausamen Krieg, wo die Population auch dezimiert ging, als Inseldörfer sind ja komplett verschwunden. Und jetzt muss ich natürlich auch noch sagen, dass eine Pandemie, nämlich Pestilenz, die hat der Bevölkerung ganz stark zugesagt und auch dadurch sind viele Leute ins Leben gekommen. Das ist am Anfang durchgewicht, für daran zu erinnern, dass auch schon als Vielfahren mit einer Pandemie oder Pandemie geplant waren. An dem Artikel hier weisen sich auch Basis von Chiffren, Statistiken, die der Historiker Paul Schilz publiziert hat, wie die Population auf den einzelnen Dörfern am Eislik zurückgegangen ist. Das andere ist ein Artikel über den Pomschis-Musee zu Volz, den die letzte Jahr Dieren abgemäht hat, den aus dem Elan, dem Ansatz von einer Reihe Ancien aus dem Lützeburger Pomschis-Verband unter der Regie von Patrick Juncker entstanden. Die letzte Jahr hat Dieren abgemäht und ich gehe Südverein rekommandieren, dem Musee do gucken zu gehen, das ist eine quasi Lebensgeschichte vom Lützeburger Pomschis-Wesen. Das ist schon ein Thema für als Extranummer von diesem Jahr. Als Spezialnummer des Jahr wird handeln über Leben am Eislik, aber Leben als Jungen am Eislik. Was heißt das konkret? Wie wir froh, wenn man da eine Reihe Artikel könnte kreieren. Jungs sind am Eislik, was heißt das? Punkto Wohnen, Punkto Schaffen, Pendeln, Teletravail, aber auch Arbeitsplätze, Freizeit, Wirken an den Vereinen. Also da geht eine ganz Panoplie auf. Wir wollten wirklich das Spezialnummer für das Jahr ganz den jungen Leuten reservieren. Adrian, der Klever Kanton als Nutzcenter Göster 4 digital NRW. Kannst du das vielleicht einen kleinen Aperçu geben? Ja, wir haben seit 1991 eine Homepage und wir haben alle guten Nummern digitalisiert. Und lo haben wir auch Decision geholfen, dann einen eigenen YouTube-Kanal zu haben, Center Christa, wo wir dann alle guten Nummern dann werden präsentieren. Und das dann auch im Zusammenhang mit DocTV, wo wir dann auch die Filme können präsentieren.